Moin und willkommen auf meinem Kanal von der Akademie Culinaire. Mein Name ist Boris, ich bin der Gründer von der Akademie Culinaire. Und an dieser Episode von News sprechen wir von japanischer Küche, von der UNESCO-Liste, von den immateriellen Kulturerben und vom dicken Problem von japanischer Kultur. Und das alles direkt nur diesem. So, das News, wie immer um den Bau und das gerne Jacket, das ist wirklich arschgeil. 2011 hat Japan angefragt, für das japanisch traditionelle Essen auf die UNESCO-Liste von den immateriellen Kulturerben zu kriegen. Das hat 2 Jahre lang gedauert und 2013 haben sie da ja gesagt, und seitdem stehen sie auf der Liste. Die UNESCO-Kulturerbe-Liste, also etwas wie ein Brevet auf einer Macht. Wir haben aber auf etwas bezogen, was ein Land definiert. Das kann zum Beispiel Kunst sein, das können Rituale sein, ein festliches Event oder eine traditionelle Art und Weise, irgendetwas herzustellen. Der Gedanke hinter der UNESCO-Liste ist, dass all kulturelle Erben, was auf dieser Liste drauf ist, international unerkannt ist. Weil die Geschichte hat das schon oft genug gewiesen, dass durch Kriege oder Eroberungen viel Kulturerben zerstört gehen. Japan hat also 2013 den offiziellen Okay gekriegt, dass hier traditionell Essen, auch Washike genannt, auf das Liste von der UNESCO gesagt ist. Denn Washike ist ein richtig traditionell japanisches Essen. Das besteht aus japanischem Reis, fermentierten Lebensmitteln, Fischbouillon und lauter andere ganz spezielle Sachen, die als Ziel haben, den 5. Geschmackssinn, auch Unami genannt, zu betonen. Der Plan Washike ist wirklich simpel, aber gleichzeitig extrem komplex. Für das so ein Plan auf der UNESCO löschen können, müssen ganz detailliert abgelöscht gehen. Die Ingredienten sind genau definiert, aus welcher Region und auf welcher Saison sie sollen benutzt werden. Das ist eine ganz präzise Anleitung. Ich muss wirklich sagen, für normal Stierflächen selbst nur zu kochen, eine Sache von Unmöglichkeit. So, die Japaner sind also dumm auf der Liste, aber zufrieden sind sie aber darum nicht. Weil auf vor kurzem sind sie mit einer neuen Sache gekommen, und zwar wollen sie ein Zertifikat für authentische japanische Küchen rausgehen. Das Zertifikat soll für die Restaurants sein, die tatsächlich die japanische traditionelle Küchen gelehrt haben und auch all daran in ihrem Restaurant anwenden. Wenn ihnen dann ein bisschen sicher geht, davon den sehr der Grund, für was sie Bemolo mit so einem Zertifikat kommen. Japanisch Essen hat sich enorm verbreitet an der ganzen Welt. Eine Küche entwickelt sich von Generation zu Generation, auch von Land zu Land. Und die japanische Küche heutzutage hat absolut nichts mehr damit zu tun mit dem richtigen, traditionellen japanischen Kochen, dem Washike. Wenn wir zum Beispiel hier im Land gucken, kennen ja eigentlich die Leute just die japanische Küche, die wir hier eben noch haben. Und das ist eine entwickelte Version, eine veränderte Version von der Basis traditioneller japanischer Küche. So, und da gehen immer mehr Leute aus Japan an Vakanz. Und natürlich erwarten die Leute, da das Essen noch so rumzufinden, wie wir es hier haben. Bis dahin ist das schon eigentlich kein Problem. Weil die Leute merken ja, hier ist tatsächlich ein Unterschied zwischen der richtig traditionellen Küche, so wie es Japan ist, also wie wir sie hier haben. So, schau einfach den Wurm an den Apfel. Und zwar gehen die Restaurants in Japan, die sich auf Touristen spezialisieren. Das heißt, sie kochen das Essen, so wie Touristen bei ihnen daheim am Anfang gewinnt sind. Und nicht so, wie es eigentlich traditionell japanisch soll sein. Und das ist ein Problem für die japanische Regierung. Recht haben sie, weil wenn man plus bedenkt, dass eigentlich Japan 2 Seiten hat. Eine Seite ist sie komplett traditionell und die andere Seite höchst modern. Und das japanische Essen ist ihnen wirklich wertvoll und wichtig, das eben zu konservieren. Und dafür ist immer die Idee gekommen von dem Zertifikat, dass du dann nicht mehr kriegst, wenn du an einer gewissen japanischer Schule warst, für eben das traditionelle Essen zu lehren. Die Leute sollen also wissen, den hat also den Zertifikat, der kann das, den tut nicht kennen, den kann das nicht. Die Sache mit dem Zertifikat, mit den Labeln, das ist halt so eine Sache. Die erste Frage stellt sich, wen kontrolliert das? Wenn hier im Land irgendein Restaurant sieht, es sind traditionell japanisch, und wir gehen hin und ihr passt sich irgendein Label hin, aber wenn eine Fotokopie ist von dem Original, was soll man da so? Oder wie kontrolliert das? Kein Mensch. An uns Konsumenten ist es eigentlich auch egal, weil Hauptsache, es schmeckt. Also ich glaube nicht, dass dieses Zertifikat außerhalb von Japan irgendetwas bringt. Aber vielleicht ändert das sich auch, wenn nämlich zum Beispiel Italien auch anfängt, so ein Zertifikat zu machen für seine typisch traditionelle Küchen. Und zum Beispiel auch Frankreich oder Spanien, Mexiko. Aber wie war doch nicht Lützeburg? Was haltet ihr dann noch von den Zertifikaten? Ist das eine Idee? Sollen wir da doch mal zu Lützeburg erfahren? Schreibt mir eine Meinung gerne hier in den Kommentaren dran. Und da neben drin sind ein anderes Video, wo ihr könnt anklicken. Da könnt ihr noch ein bisschen weiter auf diesem Kanal gucken. Aber wenn ihr noch nicht abonniert seid, nicht vergessen, die Knöpfchen ist direkt hier drin. Und es ist eine schöne Merci für das Gucken. Bis geschwind. Ciao.